Form bringst du Tee und Schokolade? Ja, da möchte ich nicht zu viel verraten, weil es alles zunehmen geht. Kann ich mir kein Eigentor schenken. Ich habe Großartiges vor. Hanna, bist du heute hier, um wirklich dein Leben zu ändern? Ja, weil ich kochen will. Und ich will was mit Essen machen. Hoffentlich hat Hanna sich mit ihrem Gericht nicht so viel vorgenommen. Die Kombination, die Hanna heute vorhat, die funktioniert 100%. Wenn sie es handwerklich umsetzt, haben wir richtig Spaß beim Probieren. Ich sag dir eins, wenn Hanna das, was sie sich da vornimmt, wenn das wirklich funktioniert, wenn das Hand und Fuß hat, dann esse ich den Teller auf und dann lecke ich ihn nachher noch sauber. Weil das hört sich genial an. Eingang höher schalten, 20 Minuten noch. Dieter ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Er ist gut organisiert. Bei ihm läuft alles nach Plan. Dieter, was gibt's denn heute Schönes bei dir hier? Heute gibt es Thunfisch-Tatar mit Röstbrot und, wenn es mir gelingt, Limonenmayonnaise. Das zweite ist Riesenbohnenpüree mit gebratenen Calamaretti und Wildwassergarnelen. Das hört sich ja sehr, sehr gut an. Du hast gesagt, die Mayonnaise, die Limonenmayonnaise, wenn sie dir gelingt. Warum sollte dir nicht gelingen? Zeitlich, technisch ist sie nicht so schwierig, aber ich mache die zum Schluss. Aber ich bin auch ganz gut in der Zeit. Ich glaube, ich kriege hin. Deine Küche hört sich so an, als wenn du bei den großen Küchenchefs dieser Welt gerne mal in die Töpfe schaust. Sind das deine Ideen oder deren? Das ist ein Konglomerat. Also dieses Bohnenpüree habe ich aus Amalfi mitgebracht. Also ich werde jedenfalls versuchen, es so gut zu machen wie möglich, das ist klar. Also Calamaretti und Bohnenpüree, das hört sich erstmal super an. Und du siehst, er ist ein weit gereifter Gourmet. Er kennt sich aus in den Küchen der Welt. Aber hat Dieter wirklich den Witz? Er sagt, naja, wenn ich es nur schaffe, mache ich eine Mayonnaise. Entschuldigung, die gehört dazu. Ich will diese Mayonnaise sehen. Und er hat 60 Minuten Zeit. 5 Minuten noch. Die letzten Minuten werden zum Abschmecken und Anrichten genutzt. Denn die Kandidaten wissen, nur ein perfekt dekoriertes Gericht kann bei der Jury ankommen. Vorausgesetzt, es schmeckt natürlich. Und stopp! Welcher Hobbykoch hat am besten gekocht? Die kreative Hanna serviert als erste. Zunächst gibt es ein Thunfischsteak mit Wasabi-Sesamkruste und Orangen-Miso-Pasta. Und danach eine Schokoladenüberraschung mit Creme von grünem Tee. Erstmal optisch gesehen, ein wunderbarer Teller. Sehr schönes Farbenspiel mit den frittierten Basilikumblättern und Kapern dazu, die orangegelben leuchtenden Nudeln und der perfekt gebratene Thunfisch. Eine tolle Kombination, aber in der Umsetzung, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Du musst dir wirklich mehr Gedanken machen, wie du Aromen miteinander kombinierst, dass auch wirklich diese Genialität, die du transportieren möchtest, auch sich wirklich zeigt für uns. Trotzdem, ich bin tief beeindruckt von deiner Leistung und sie zeigt, dass du ein tolles Händchen hast für großartige Küche. Der Schokoladenmantel ist aufgeplatzt und ich hoffe nicht, dass Sie da jetzt gleich einen Schiebenturm von Pisa vor sich liegen haben, das ganze Ding in sich zusammenbricht. Ich wollte schon lospoltern, weil mir hat allein optisch die Frucht gefehlt. Die war drin versteckt. Eine tolle Idee. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe es bis jetzt nicht gewusst, dass dunkle Schokolade und grüner Tee eine solch wunderschöne Liaison, Vermählung eingehen können. Da liegt die Messlatte für K.O. Christian ja schon recht hoch. Bei ihm gibt es als ersten Gang ein Chateaubriand an Gemüse und als Dessert einen süßen Mozzarella-Burger mit Beeren. Was hatte ich dich gefragt zu dem Fleisch? Da fließen keine Sätze mehr. Das sieht aus, als wenn wir hier es mit Trockenfleisch zu tun haben. Es erinnert mich an die Trockenfleischvariante, die ich aus Südafrika kenne. Biltong heißt das dort. Schade, schade. Ich zocke volle Kanne da drauf. Die Giro hat schon zu mir gesagt, ist das ein Kinderessen? Nö, das ist eine Freiheitssendung. Ich hoffe nur, es reicht. Eine unheimlich mutige Kreation, Christian. Aber ich finde sie witzig, ich finde sie gut.
Sauerbraten zu kochen? Das ist eine sehr gute Idee. Wenn du dich hier im Salz nicht vergriffen hättest, wäre es perfekt geworden. Warum so salzig? Verliebter Amateur. Jetzt müssen die Kandidaten Geduld haben. Überall waren richtig grobe Schnitzer, aber den gröbsten Schnitzer, der kommt von Christian. Richtig. Ich habe einfach eine Schuhsohle auf den Tisch gepackt. Ich würde zum Restaurant zurückgehen lassen. Christian ist raus. Bleiben Hanna und Dieter. Beide haben guten Geschmack. Beide können mit Produkten umgehen, können Aromen einsetzen. Ich bin nicht ganz bei dir, was den Geschmack angeht. Ich finde, beide haben eine klare Vorstellung von dem, was sie machen wollen, aber beide sind